Tja, Freunde, da haben wir den Salat, ey. Da ist uns irgendwie so ein dämonischer Windgeist-Typ entgegengekommen und will jetzt... Das Mädchen. Er will... Professor Wayne, er will Chaos? Keine Ahnung. Ist das Hilfe? Wer ist das überhaupt? Es ist nicht... Nein, Professor! Das ist eine bösartige Kreatur, das ist nicht der Hüter des Siegels. Ja. Kämpfen wir mit unseren neuen Waffen. Ein Winddämon. Alles klar. Wo ist nun die Ine abgeblieben? Alter Schwede, macht der Damage. Na, bis jetzt scheint nicht sehr viel drauf zu haben. Bams! Wow, 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 ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Alter, man kann noch abblocken. Macht schon relativ viel Schaden, was? Was bloß noch jetzt ganz sehr viel gebracht hat. Man sollte häufig einen Block machen. Aber sie nie, wann er eine Attacke einsetzt. Danke, danke. So, Dankeschön, Kratos sieht schon sehr viel besser aus. Mann, ey. Kann ich raus, siehst du? Oh, jetzt aber. Mann, ja, gerade zu früh. Oh, verdammt, so nicht TP. Daneben. Ja, geht natürlich auch so. Aber so natürlich gar nichts. Verdammt, hey. Du hast was drauf. Schon vorbei? Alter, müssen unsere Waffen stark sein, ey. Ist ja unglaublich. So viele Erfahrungspunkte gekriegt. Ja, so. Was ist gut, was schlecht? Ich weiß nicht. So ein Endgegner mit 10.000 Erfahrungspunkten haben wir ziemlich leicht gemacht. Also ziemlich schnell gemacht, meine ich. Fantastisch sind toll, Professor Wayne. Das war kein ernstzunehmender Gegner. Ich hätte gestern aber die Steintafel, die du bekommen hast. Ja, halt den Karl von Ballercrew. Mir ist eine auf ein altes Schriftzeichen eingraviert. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen. Ja. Ja, lass uns gehen. Was machen wir? Danke vielmals. Das Ding war nicht der Elementargeist des Windes, oder? Ich wette, Wayne und Lina werden herausfinden, wer es wirklich war. Ja, diese Wayne ist immerhin eine Halbelfe. Du kannst dich auf ihr Wissen verlassen. Das stimmt nicht. Wayne ist ein Elf. Ich bin auch ein Elf. Was? Du glaubst nicht, dass meine eigene... Ups. Tja, ich schätze, er ich glaube, ihr beiden seid reine Elfen. Ich habe wohl nicht richtig hingeschaut. Halbelfen werden hier wohl ziemlich diskriminiert, was? Tja. Und da werden wir geheilt. Professor Wayne ist anscheinend noch nicht zurück. Alter, können die eigentlich nicht selber quatschen oder was? Also fand ich den Tales of Xilio ein bisschen besser, haben sie ein bisschen häufiger gequatscht. So, wie geht's uns? Ja, sehr gut. Alter, Level Up für Lloyd, Kratos, Colette, Chines. Ist ja übel, ey. Also, wollte ich sagen, hier fehlt ja einer. Okay, ich denke mal, unsere Waffe ist doch schon ein bisschen ziemlich genial, wenn man das mal so sagen darf. Wir haben da eine starke Waffe gekauft für Lloyd. Ich meine, klar, wir mussten viel anstecken und so, wir haben aber viel ausgeteilt. Das hier war 0, nichts down. Also 10.000 KP, also von dem her. Oh, falsch, Entschuldigung. Die wohnen ja hier oben. Ich glaube, hier war. Und da ist ein Petri gefunden. Nehmen wir nicht. Gutes Timing, ich bin eben in Entzifferung fertig geworden. Also Wayne ist unglaublich. Sie hat die komplexen Schriftzeichen von Ballercrew in kürzester Zeit entziffert. Hey, Wayne hat seitdem einen neuen Fan. Die Frau ist echt eine gute Partie, oder? Alter, ich meine, Ohrfeige ist schon noch gut, aber immer so draufhauen. Alter Schwede, muss langsam Gehirnerschütterung haben. Ja, Offer benutzte der Beschwörer zu jener Zeit die Sylph, die Elementargeist des Windes. Sylph, wohl eher. Und danach diese Plattform, um das Unheil zu verschließen. Langsam die Elementargeist des Windes zu finden. Wieso Elementargeist? Das ist immer nur einer. Achso, der große Geist und so, ja, verstehe. Erst das Siegel findet, Ballercrew, oder? Gut.
Ja, komm schon nicht weiter. Malekov Mausoleum. Ja, ist klar, lass uns gehen. Pass auf euch auf. Rain, Karte von Malekov. So gehen wir. Immer dieses häufige Gequatsche und selten sagen sie etwas selber. Das finde ich ja so mühsam mittlerweile. Also mühsam, ja. Ist einfach so, wenn man halt ziemlich viel quatschen muss am Let's Play. Ich weiß auch für die einen natürlich gut, die mögen dann immer zuhören, für andere finden eher, nee, bist zu viel gequatscht und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, in normalen, ja, ist schwierig zu sagen, ich sage jetzt in normalen Kampfspiel und so, kein Problem. Im Rollenspiel, ja, ist schwierig zu sagen. Eigentlich kommt es ein bisschen aufs Spiel drauf an. Ich fände es eigentlich besser, wenn es wie bei Tales of Xillia häufiger so Zwischensequenzen gäbe, wo halt auch mal die Charaktere selber ein bisschen was erzählen können, die man nur so halt, ja, Stilldialoge haben. Ja, auch seht ihr, das Kampf ist können sie quatschen. Mann, du nervst einfach Raushüpfer. Dann schau ich mir. Oh, Chili ist mit seinem dämlichen Jojo dort. Sternen-Jojo. Das ist einfach so übermächtig, Alter. Das ist unglaublich. Wow, Hilfe weg hier. So, jetzt kommt hier noch einer, oder? Nö, okay. So besser, da drüben müsste sein. Und da kommt der wie das busy Wetter, wenn man Schweizerdeutsch sagt. Du. Tschüss! Die halten gar nichts mehr aus. Sind wir echt so stark? Mal gucken. 22 gibt nur für Leute, also. Ja. Doch. Aber ich nie so genau weiß, das kommt zum dritten Tempel. Heißt vielleicht dritter Tempel Level 30 und so, weil. Dieser Tempel war, glaube ich, so ungefähr Level 10 herum, oder? Das zweite Tempel war sicher Level 20. Den hatten wir gerade erst. Vor etwa, ja, 5, 6 Parts, oder? Das lange sich noch nicht her, jetzt bereits der dritte Tempel. Sind Sie einfach gerade momentan saugut drauf im Let's Play oder einfach bin ein bisschen vorschnell? Hey, da, jetzt reicht's aber, tschüss! Tschüss, Alter, lebt da noch. Was der alles aushält. Du bist nur ein dämlicher Magier! Jetzt reicht's aber, tschüss! No, doch, es hat genot. Gebracht, so. Entschuldigung, es geht gleich weiter mit dem... noch kurz kämpfen, dann läuft bereits ein Level ab. Nee, komm, wir haben sicher im Tempel noch genug Gegner. Aber tippe hinauf und bete die Karte mal Tada. Ja, Professor. Okay. Wird sicher spannend. Endlich geht's weiter. Wer scheint auf der Karte von Malekov zu reagieren? Voll das Steinmonument. Das Orakelstein. Genau wie wir dachten, das ist ein Siegel. Also dann, ich werde meine Hand darauf legen. Und auf ist die Tür. Beeilen wir uns und gehen hinein. Aber Freunde, bereits der dritte Tempel, das heißt, nach Feuer und Wasser kommt jetzt Wind. Oh, das ist echt toll. Voll cool, ich will mal werden Forscher. So enthusiastisch bist du am Anfang immer. Ich kann den Wind hören. Sie spürt wohl Hilfe. Oh, nee, es zieht, wie echt super. Ach du Scheibenkleister, was ist das für ein Tempel? Speichersiegel, was hat's hier drin? Reißzange gefunden, mal anzünden. Passiert was? Ah, okay, wegen dem Wind, wie es aussieht. Ist jetzt zu dunkel. Also muss ich das erst... Warten. Au! Wow! Hä? Kommen wir gar nicht durch? Meinst du doch? Hä? Seltsam.
Also bin ich hier, toll, kann ich irgendwie abstellen? Ne, geht noch nicht. Ah, ja, sehe schon. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Was haben wir denn da Schönes? Arachnid. Und dann noch das Skelett. Kennt noch aus dem Intro. So von hinten, dann kann ich besser draufschlagen. Naja, so viele haben die auch nicht drauf. Was, du gerade ein gescheitert Sandwich? Hey, wieso? Wieso gescheitert? Schwaches da gefunden, geil. Die Ballerkruf sind ein Volk des Windes. Geboren mit dem Wind lebt es mit dem Elementargeistern und weiht sich im Tode dem Wind. Oh. Klingt das sehr enthusiastisch. Zack. Steht hier Schönes, die Welt ist riesig. Der Thron der Götter ruht in der linken Rubinhand. Die Macht der Götter ruht in der rechten Smaragdhand. Die Schilde der Erde. Der Reichtum der Erde im rechten Topazbein. Hä? Verstehe ich nicht. Das kommt vermutlich auch später alles noch. Okay, ja, wir haben auch schon. Mann, jetzt reicht's mir aber. Müssen aber bloß keine Fernangriffe. Und ich hole runter, Mann. Und wie ich die runterhole. Und gleich nochmal, weil ich es so geil finde. Tempest ist der Geist in alle Moves. Eine Zwiebel. Erfolg zubereitet. Alter, 180 Erfahrungspunkte. Jetzt langsam übel. Wo ist der Wayne? Kriegt auch Erfahrungspunkte. Na gut, ich lasse momentan mal das Team so. Na, jetzt das Ding hier runterschieben. Geht das so? Komm ich auch runter? Nö. Alter, zieht's hier, zack. Alter, 3 miteinander, ist klar, das war das Näherkommen. Also mal näher komme. So, ganz kurz aktivieren, zack. Die Elementargeister und ihr Verbündeter, der Wind, ruhen hinter dem heiligen Siegel. Okay. Das war doch irgendwie klar, wo denn auch sonst. Oh. Haben wir eigentlich nicht durch? Naja, mehr oder weniger. Ist schon ein bisschen tricky hier durchzukommen. Schauen geht wohl das hier. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ist ja klar, direkt hier ein Gegner. Windelemente wäre neu. Man klauen die einfach ab. Zeigt er voll seinen Kumpel. Ja, jetzt. Was ist das gerade? Der voll athletischen Anfall. Ja, die macht auch noch ziemlich viel Schaden. Also denke ich mal, wird hier ein Training ganz gut sein, Freunde. Dazu die sind 25. Und wir kriegen ja ziemlich viele Erfahrungspunkte. Das trotz allem. Und du spürst meinen Biest. Und du liegst, ja, du liegst. Aua. Tschüss. 193 Apfel gefunden. Yeah. Boah, 200 Erfahrungspunkte, ist klar. Ups. Hat nichts gemacht. Okay, bringt nicht viel. Kommt da der Wind her von da drüben? Wer bist du denn? Kommt da erstmal der Arschenwind. Wow, geil. Gargoyles. Geilgoyles. Sind wir geil drauf. Du.
Ja, die halten doch eine Menge aus. Die halten eine Menge aus. Jetzt ist der Windelementargeist dran. Oh verdammt, wenn ich TP. Für den Super Move. Wieder weniger Abhangspunkte. Doof. Jetzt ist ein Kraus. Mir fehlt noch so viel für Level 24. Kratos kommt bald nach. Genie ist auch schon. Okay, okay. Autsch. Und da wird es bereits weitergehen. Und unten ist der... Ist das ein Kristall dort unten? Da hast du. Gucken wir uns gleich mal an. Ach, nie, Windgeist, nichts Neues. Boah, gerade sind nicht voll. Wir hauen voll drauf. Du. Mann, ich block durch! So, und da geht er hoch. Ach, komm schon, Bams! Alle sind sie da und die haben keine Chance. Ja, Mann! Voll cool, Mann. Der große König von Balakrov, Cleo III., starb und wurde als König des Windes wiedergeboren. Der König reist durch die Himmel zusammen mit den Elementargeistern. Gestern, heute und morgen. Das... Okay. War ja sehr informativ. Was ist das jetzt? Hat sich geändert. Mein Name benimmt sich seltsam. Aber er produziert jetzt Wind. Wofür das voll gut ist? Gute Frage, wenn ich erst in der ersten Etage war. Könnte ich mir denken. So, kann das wieder anzünden? Natürlich so nicht. Ist das eine Fresskiste? Nee. Ein Pelz bloß, ist das cool. Okay, okay, noch ganz kurz einen Absch. Wieder, ja. Bringen wir zurück ändern. Gut. Dann hier noch gucken. Eisenschutz und Azurband. Alles klar. Was von dem Thron der Götter dargebracht wird, von der Macht der Götter gebiert, die reiche Erde und die Stille der Erde, erreicht schließlich die blaue Prinzessin des Windes. So, als würde man den Körper des Riesen im Sinne der Zeit bereisen. Ja, ist klar. Habt ihr es verstanden? Ich gar nicht. Das spielt keine Rolle. Einer fehlt noch, genau, der da unten. War der wohl von hier aus? Nö. Na, natürlich nicht. So, gespeichert und... gespeichert. Das heilige Siegel preist den König, fies zum Thron der Götter zu reichen Ehren, bewegt sich von und so weiter und so fort, alter Schwede. Was alles geschrieben steht, ist unglaublich. Wisst ihr was, Freunde, was auch unglaublich ist? Dass ich bereits in meinem Part beenden muss. Ja, so unglaublich es auch ist. So schrecklich ist es auch. Aua! Mann! Wieso kriege ich immer Schaden? Mann, was ist so falsch? Der Speicherpunkt, der ist ganz rechts. Achso, kommen wir so wieder weiter. Moment mal, hat er sie auch? Jetzt gar keinen mehr. Freunde, wollte mal sagen, ich beende bereits heute mal ein bisschen früher, ich weiß, aber dann können wir im nächsten Part direkt da hochgehen. Das Stockwerk und dort findet sich vermutlich bereits wieder der nächste Endboss. Irgendwie so ein Hüter des Windes halt. Wie auch immer, würde mal sagen, wir sind das nächste Mal hier bei Tales of Symphonia Chronicles, wo wir, naja, zwar ziemlich viel Schaden kriegen, aber auch ziemlich gut leveln, wie es aussieht. Und es wird ziemlich spannend. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.